Heute wollen wir in große Fußstapfen treten. Zumindest bei der Quest heute bei The Witcher 3 Blood and Wine. Ja, große Fußstapfen mit den Bauarbeiten war... schneller. Wäre so, was? Jetzt schon schneller. Okay, Geralt ist heute sehr ungeduldig, wie man sieht. Ja, theoretisch, wenn man gedacht habe, eigentlich erstmal die Ort hier abgrasen, vielleicht sogar eine andere Quest und so weiter, wäre mir genug. Ach ja. Ja, wir haben von dem noch viel zu tun. Ist eigentlich auch gut so, wir haben noch einiges zu tun. Hat interessante Färbung der Bäume. Vor allem das ist natürlich auch sehr interessant. Weiter so, Plätze. Zum silbernen Salamander. Natürlich interessant, so hier bereits Checkpoint rein. Oh nein, Banditenlager. Sorry. Ich habe gar keinen Bock mehr, sie mal langsam zu doof. Das kannst du ja zugeben. Wir reiten direkt dorthin. Wenn es würdig ist für eine Quest, dann kommen wir so später nochmal dahin zurück, aber ansonsten, naja. Bin ich generell jetzt, ich wollte gerade sagen, schon ein Banditenlager oder was? Bin ich generell jetzt nicht so ein Fan davon, als diesem versteckter Schatz. Doch nur unter Wasser. Ja, ein Ertrunkener, wenn es uns Pech haben, geht es uns auch bald so. Unter Wasser lesen, immer sehr empfehlenswert. Nur noch weniger einträge sind Leser. Ja, klar, unter Wasser. Also, okay, ich lese gerade mal schnell für mich durch. Ihr könnt ja auf Pause klicken. Ja, ich habe gerade irgendwie Probleme hochzukommen. Ich habe irgendwie große Probleme hochzukommen. So. Mal. Ja, ich weiß. Ist das bereits die Höhle? Sieht zumindest so aus. Okay, folgen wir nicht. Sehr gut. Es ist dunkel. Oh, Schwein gehabt. Was? Hier ein Glumar? Oh, da müssen wir nicht Platz zum Fighten, Leute. Ich habe, glaube ich, immer noch das passende Ding drauf. Das passende Öl, meine ich. Wow. Ich sage, ich habe hier ein bisschen wenig Platz. Egal, viel besser ist hier auch nicht. Ja, komm, hier bin ich. Sag mal. Cool, will ein bisschen schwimmen gehen, warum auch nicht? Ja. Daneben. Oh, scheiße. Der Schutzpanzer eben im Viech. Okay, das globales Begrüßungskomitee ist natürlich sehr interessant. Was? Der Mensch ist da oben. Hup.
Wow. Ein neues Schema auch noch. Zuck, zuck, zuck. Jo. Hat sich doch gelohnt. Beschädigtes Tagebuch. Und ohne Daten. Einen Ballad und Rittersporn anzustimmen. Beschädigtes Tagebuch. Mal zu fangen. Er spricht gerade von Rittersporn, aber auch von einem Hexer, meint er uns? Weil auch damals noch im Roman? Könnte sein, wa? Naja. Mal gucken, ist eine relativ große Höhle. Ich hoffe, wir passen hier nichts Wichtiges. Nicht, dass ich nochmal später zurückkommen muss. Also, muss. Können. Dürfen. Wie auch immer. Scheint aber sonst nichts los zu sein. Gut, Silberschwert wegstecken, Geralt. Dankeschön. Und ich glaube Tag, wa? Jo. Aber so weit, dass ich im letzten Part machen wollte. Das heißt, ich verschwinde hier wieder. Dann ganz kurz die anderen Orte hier abklappern. Dann zurück zu unserem Weingut. Denn da gab es einen neuen Stall für Plötze, beziehungsweise wurde renoviert. Mal ganz kurz begutachten und dann mal gucken, wie wir im Restaurant Quest noch fortfahren, um die relativ schnell vonstatten gehen. Ich denke vor allem an die schatzsuchenden Quests. Und relativ schnell hinkommen, wo man eigentlich nicht. Weil meistens geht es sowieso nur, ja, um solche Dinge halt. Die müssen wir eigentlich in der Regel relativ schnell haben. Ja, Geralt, ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Dankeschön, hui. Plötze. Plötze. Da ist er ja. So, Das war das hier. Dann haben wir da noch und da noch und nee, komm, wir gehen direkt hier hin. Den Rest können wir auch ein anderes Mal noch machen. Hat nun wirklich keine Eile. Das ist genau die Stadt von Majoran. Dann eine Questreihe, die ich noch, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen, fortfahren möchte. Weil auf einer Stufe her, die wir für diese Quest benötigen, habe ich doch das Gefühl, oder es ist halt die große Befürchtung, dass wir sie, wenn wir mit der Hauptquest fortfahren, nachher nicht machen können. Zumindest könnte es sein. Und das Risiko will ich vermeiden. Schon tun die Gelenke weh. So. Haben wir mal gehört, es gäbe hier einen Bug bezüglich den Brettern hier. Nö, klappt noch. Weil, ja, danke schön, Gira, fürs Klettern. Aber im Prinzip seht ihr es ja rechts oben auf der Minimap ist ja, das Symbol ist weiß und das heißt ja, dass es hier momentan keine neuen Quests gibt. Aber offenbar ist es ein bisschen verbuggt und es könnte auch sein, dass es trotzdem neue Quests gäbe, obwohl es weiß ist, nicht gelb. Daher kann man ganz kurz nachgucken, aber sieht alles ganz gut aus. So. Wie bereits erwähnt, da gehen wir ganz kurz nach Hause. Das können wir dann von hier aus machen. Jo. Ja, es läuft alles gut, kein Problem. Natürlich jetzt, ja, halt. Aber für mich teilweise ein bisschen, also nicht langweilig. Klar, es gibt trotzdem ein bisschen Action, aber trotzdem halt teilweise eher noch ein bisschen was anderes machen. Wenn sie immer galoppieren müssen. Jo, der ist doch schön. Also, hab's man zwar ein bisschen. Pass auf, wo du hinläufst. Obwohl, ganz ehrlich, wie soll ein Stall noch schöner aussehen? Das ist nur die andere Frage. Der ist schon adrett und nett. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Sehr gut, Herr. Bei diesem Tempo wird Corvo Bianco bald wieder in altem Glanz erstrahlen. Das höre ich doch gerne. Langsam gefällt es. Wie du wünschst. Wenn ich etwas Da stimme ich dir zu. Ich brauche weitere Rüstungsständer, noch einen Waffenständer. Das ist alles, was man momentan im Haus machen kann. Ich gerade viel, wa? Wenn es dir nichts auf... Natürlich, Herr. Wenn wir schon beim... Aber natürlich. Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr.
Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Beaulieu, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Fähigkeit, Kräuter zu sehen. Kriegen wir dafür. Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Ausgesät schon, aber wie lange dauert es wohl, bis wir ernten können? Das war fürs Barnabas Basilius, wie ihm der ganze Namen war. Gut, haben wir das einen Auftrag gegeben. Mein Rücken bringt mich Oh, mit dem möchte ich Trauben treten, bis wir ganz rot und verschwitzt sind. Oh Gott. Trauben treten, wie sie rot und verschwitzt sind. Tja, Brot halt, war Blut und Wein. So, denk mal das Propheten Majoran. Gehen wir direkt mal hier hin. Und gucken uns mal um, welche Quests wir hier machen können. Ist klar, das kann... Nee, nicht das. Das kann ja sowieso einen Auftrag geben. Das sind dann sowieso später, genau. Die Quest ist der Punkt Nummer 1. Hier ist die Statue, die eigentlich irgendwie gebaut wird, wa? Wir sollen da noch vorbeigucken und so. Das ist sowieso kein Problem, da wir dort einen Reisepointer haben. Wie sieht es hier aus? Auf den Ruinen runter hier erst noch begutachten. Vielleicht sogar die 3 und nachher runtergehen, wa? Wäre eine Option. Wir kriegen eigentlich auch einen, ne? Hier, ja. Jo, wäre durchaus eine Option, Leute. Aber nicht heute. Nö. Sonst haben wir aktuell, ja, Nebenquest nichts mehr. Hexaufträge. Finde François, sprich mit Dingsbums. Vom Außenposten her, okay. Können wir auch einen 1 bis 2 Fugen Angriff nehmen. Ich hoffe es zumindest. Der Fragezeichen zu ist nie ein gutes Zeichen. Schatz suchen, ja. Das ist relativ schnell gemacht, also zumindest gesucht. Ja, da bin ich länger. Oh, ja, so lange ins Ahn nicht unterwegs, aber jo, geht. Hey, da eigentlich wäre schon mal da gewesen. Ach stimmt, das war ja die, ja, die sind Nachspielen. Ach du Scheiße. Ja, erinnere mich wieder. Und da, wo ich gesagt habe, habe momentan keinen Bock dazu. Das ist auch relativ leicht, jo, also. Geht, denke ich mal, gut voran, so große Fußstapfen. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. Natürlich gibt es hier was zu sehen. Das ist also die große Majoran. Zumindest ihre Hüfte. Beeindruckend. Jo, nicht schlecht. Hilft den Leuten, die am Denkmal arbeiten. Ich bin ja schon unterwegs. Da plötzlich rufen lohnt sich sowieso nicht mehr. Und die bauen hier ein Schiff in Majoran oder was? Sind das viele? Echt viele sind das? Jetzt reicht's mir, Igni. Ja, ja, das bin ich. Geralt von Riva. Ausrüstung von Wolfgard? Zeit zu beenden.
Wie war das? Katzenauge. Jo, der Arm ist ab. Kartoffelprofis Zutaten sammeln. Was soll denn das? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Hä? Das war's schon? Jo, nach den Hüften kommt der Brustkorb. So, habe ich hier irgendwo eine gute Stelle, wo ich Plötze rufen kann. Ja, das müsste doch eigentlich gehen. Muss zugeben, wenn wir ein bisschen überrascht hätten, ich gedacht, dass wir das echt noch in diesem Part schaffen könnten. Also wie es aktuell aussieht. Verdammt. Na toll. Stimmt, ich bin echt ein Volltrottel. Komm schon, komm näher. Oh, das ist eigentlich an mir vorbeigeflogen, aber okay. So, der brennt erstmal. Hi, Kumpel. Du tust mir weh. Jetzt nicht mehr. Hey! Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. So ist es. Wow. Ich glaube, so schnell hat er dann eine Quest beendet. Also einigermaßen beendet. Mann, unser Waffe schon am Arsch, da gibt's einfach nicht. Kann man schnell gucken, wenn ich das noch nehme und das trinke, müsste eigentlich bereits reichen. Oh, das ist beides im gleichen, war. So schmeckt man doch Nahrung und Trinken ein bisschen unterschiedlich, aber okay. Wow, was im Weg, ey. Halt! Belohnung, Belohnung. Ich will meine Belohnung. Reichtum, Macht und Ruhm. Ich habe geholfen, die Statue zu vollenden, wie du wolltest. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen vom Majorans Gläubigen werden für dich beten. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich, hier, deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann. Unser Plan sieht Massenkonvertierungen vor. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 3 bis 4 Jahren wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet.
Dann viel Glück. Leb wohl. Wir haben's geschafft. Wir sind cool und hip. So, gewinnt wie gesagt später. Mehr als meins können wir langsam mal aufbrechen. Zumindest können wir das eigentlich schon mal abschließen. Das kommt sowieso, by the way. Das will ich auch erst später machen, aber wenn es irgendwie abgebrochen wird, wegen der Hauptquest, ist mir scheißegal. Das will ich noch machen. Genau, das habe ich bereits gesagt. Windturnier kommt nur bei New Game Plus dran. Das Lager, habe ich gesehen, ist dort. Jo, das können wir jetzt eigentlich noch angehen. Wird es sicherlich noch ein paar dauern, aber hey. Durst. Gebt mir was zu trinken. Wow. Variante Gerald will eigentlich bloß zum Reisepointer. Wo ist denn der? Hier läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Ja, geht mir gerade auch so, ist wieder heiß hier. Ah, Arschbacken. Also, nee, ich meine natürlich. So. Ja, da mal gucken. Ich erinnere mich, wir waren schon mal hier und haben irgendwie nichts gefunden. Ein Mann. Er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Das muss ein Drakonid sein. Ein Basilisk vielleicht? Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass 2 Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Hä? Der hat er jetzt gerade erst gefunden. Also sprich, wusste gar nicht, dass wirklich einer tot ist und nur gehört, dass 2 durchgekommen sind. Wieso hat er denn bereits die Diener angewiesen? Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Borges, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie de Salvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Schöner Mumpitz. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir 2. Aber der Gefährte von Iokaste ist leider verschieden. Iokaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Iokaste gebrütet, 2 Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Sowas machen Basilisken? Du bezahlst die Angehörigen? Wieso?
Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert. Wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Wow. Seit wann kann man das Leben eines Menschen mit Kronen aufwiegen? Also mit Geld generell halt. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast 2 Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Das wird interessant. Bevor ich jetzt loslege, will ich ganz kurz etwas gucken. Die Waffe, die hier ist, das Stahlschwert. Okay, gut. Glück gehabt. Basiliskenschuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Jocasta hat schreckliche Angst vor Feuer. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur. Du darfst sie nicht töten, sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Seltsam, diese Brandspuren. War das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja, Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Ist da oben etwas? Seht ihr irgendwie ein Zeichen? Also aber nur das. Sind noch interessant. Ich wollte einen Part heute relativ zügig beenden, da ich nachher aber eine Pause machen will. War. Ah, da haben wir eine weitere Spur. Nee, wenn ein Part doch jetzt schon, weil ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen länger dauern, vor allem mit dem Typen da. Und es würde mich nicht überraschen, wenn der Typi selbst auch noch das eine oder andere Geheimnis hätte. Hier bei The Witcher 3 Blut und Wein muss man auf alles gefasst sein. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.